Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Jo, und dann gucken wir uns jetzt hier erst nochmal um, dass ich nichts vergessen habe. Hochklettern kann ich hier leider nicht, sonst klettert er an allem hoch, der Aff. Aber da will er nicht. Okay. Oh, da kommen schon die Kotze-Typen. Ja, toll. Mehr von diesen Freaks. Ja, nennen wir sie mal Freaks mit ihrer Pfeilwerfer. Bunte Kacke überall, hat er gesagt. So ist es also. Come on! Du mit deiner bunte Kacke überall. Au! Nein! Ach man, ich finde es immer herrlich. Wie der mal rumblökt. Nein! Ach ja, du mit deinem Flur, mit deiner bunte Kacke überall. Das kriegen wir schon geregelt. Du kriegst jetzt erstmal Granatchen hochgeschmissen. Hey! Ja, auf Affe-Moves zu machen und hier auszuweichen, das ist meine Aufgabe. Hakio Pushe, genau. Sag mal, warum stecken die so viel ein, die Arschgeige? Da bist du Arschgeiger. Herr Uff. Gibt's dann sowas? Gibt's nur so Plärre, du Affekopf? Mit deinem blauen Blut? Der Herr Adel? Der Herr von und zu Shambhala? Manometer! Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Au! Ja, du Suje, mindestens. Dich krieg ich, du Blaublüter Affekopf. Ach, das gibt's ja nicht. Der Lazarevich schießt immer mit seiner Pampi der Pumpgun auf die scheiß Typen und die verrecken. Und ich kann hier Schrot ohne Ende drauf bloß auf die Typen. Und es juckt die einen Scheißdreck. Da schnauft er nur. Oh Mann, lass mich mal da hier. Also so Sache gibt's. Zwei von deiner Affeköpf. Ah, Mann. Da King of the Jungle. Viel Spaß damit. Du hässlicher Scheißtyp. Oh, Mann. Du so die Shambhala-Action-Mucke. Okay, der ist tot. Einer ist tot. Aber seinen Leichnam können wir leider auch nicht plündern. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Okay, jetzt macht er wieder den Yeti-Move. Jetzt geht's auf der Washing, du Scheißkerl. So, hui, 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 hui. Boah, jetzt kommt der Overgoscher. Ach Gott, mit seiner blauen Kugel. Hat der Leichnam mit noch irgend so einen geilen Pfeilwerfer gehabt? Den hätte ich ganz gern. Wo ist er dann, der Herr von und zu Shambhala? Ach du, aber ist er. Der Blaukügler. Hoppala. Kriegen wir alles geregelt. Ja, genau. Zack. Vielleicht hat ihm das ein bisschen Wege da. Ich glaube, die Granate hat ihn erledigt. Wir brauchen stärkere Waffen als die hier. Ja. Eindeutig. Weil so schießen wir uns einen Wolf an den Knaber. Aber ich fand es auch schon in der letzten Episode so dermaßen assi. Wegst du, da ist er, die Armbrust. Okay. Jo. Wegst du, schießt da einen Wolf und schießt mit zig Munition auf die Scheißtypen. Und was passiert im Endeffekt? Im Endeffekt passiert nur, jo, interessiert mich nicht, hat mal ein paar Flöhe vom Pelz gejagt. Und dann kommt der Typ daher, kommt der Lazarevich her, schießt mit seiner Pampi mal drauf und dann sind die sofort tot. Da krieg ich die Krise hier. Ah, Mann, aber für die Kerle brauchen wir wahrscheinlich die Armbrust. Wie auch immer die das hinkriegen, dass die so mit ihrer Armbrust schießen können. Wie mit dem MG. Naja, vielleicht kriegen wir die Technik auch noch raus irgendwie. Okay, unser zwei Weibler, die folgen mir auf dem Fuße.
Ich schätze mal, ich muss hier rüber. Das finden wir jetzt raus. Jo. Das klappt. Okay. Ich hätte schon gedacht, also wenn es ja geklappt hätte, hätte sich die muslimische Klagemusik schon wieder zu Wort gemeldet. Komm schon, der Sprung ist nicht schwer. Jo. Das machen wir im Schlaf, ne? Ah, na, was sind denn das für Geräusche jetzt? Das war bestimmt die Chloe, die Obszöne. Ihre wiechte Geräusche. Ach ja. Okay, die machen was vor. Boah, Alter. Ich glaube, bei dem Sprung, den ich definitiv was sage. Hast du noch was bei dir, Kumpel? Oder? Nee. Wie läuft's Okay. da hinten? Achtung! Also ich glaube, die Viecher, die muss ich mit der Armbrust erledigen. Das Ding hat auch ordentlich Durchschlag. Wobei ich es irgendwie nicht nur vollziehen kann, dass die wirkungsvoller sein sollen als der AK-47, die ja schon ziemlich ordentlich reinhaut. Harz. Eindeutig Baumharz. Ja, Bringt leicht Feuer, Vorsicht. das ist das sogenannte Hartz IV. Nicht anzünden. Manometer. Okay, dann gehen wir hier weiter. Oder zünden wir den Scheiß A? Ich weiß es nicht. Zünden wir es A? Warte mal, halte mal den Gaul A. Ich nehme mal das Ding und schieß mal drauf. Was zur Hölle? Verdammt, was ist das? Ist ja gar nicht gruselig. Das ist die Geheimzutat von der Walzemer Wurstsuppe. Da kommt auch immer blaues Baumharz rein. Shambhala-Harz. Ah, Mann. Aber ich habe mir schon sowas gedacht, dass man da auf sowas schießen muss. Ah, okay, warte mal. Jupp. So komme ich nämlich an den Schatz hier dran. Oh, wie schön. Yamantaka-Kopf aus Lehm. Geil. Mit einer schönen Glasur. Ah, das war für Wandhalterung gedacht. Weil wenn das Ritualmaske oder ähnliches wäre das ja auskühlt. Aber da das hinten sehr schlecht ausgearbeitet ist, wird es wahrscheinlich einfach nur an die Wand gehängt, wo es sei. Okay. Aber die Armbrust ist ja auch schon sehr geil. Geht's hier nochmal irgendwo Besonderes hin? Nee, ich glaube nicht. Das war nur für den Schatz. Und zack, weiter geht's. Können wir noch ein bisschen Munition aufschnappen. Warte mal. Da können wir nicht drauf schießen. Nee. Bringt nichts. Da müssen wir wahrscheinlich eine Etage höher. Aber da können wir drauf schießen, oder? Nee. Das ist einfach nur hier der Glanz von der Laterne. Uiuiui. Aber das Harz hat schon einen sehr geilen Effekt. Hätte ich auch ganz gerne, um ehrlich zu sein. Fürs Lab könnte ich es als Gebraucher. Mit dem Feuer, das wird schon Eindruck machen für ein magisches Ritual im Lab. Okay. Weiter geht's hoch. Glücklicherweise sind die hier Moos und grün unterlegt. Sodass ich eine Ahnung habe, wo ich da hin muss. Hoffentlich hält das Ding. Oder muss ich da jetzt drauf schießen von hier aus? Ich glaub's irgendwie. Kann ich auf dich schießen? Nee, das bringt nichts. Ah, auf den Knopfer. Jawohl. Wäh. Also bedenke, magisches Baumharz lässt Wurzeln zurückschießen. In Windeseile. Guter alter Trick. Könnten so einige Gärtner gebrauchen und ich kenne es in meinem Garten auch vertragen, sowas. Muss ich mal gucken, wo ich das Zauberharz herkriege. Muss ich wohl extra noch Tibet und noch Shambhala reise dafür. Zack. So mag ich das. Auf Ja, ich auch. Da können wir einfach normal runter, ohne dass die Knödelmusik ertönt. Ach ja. Eieiei, geil. Ach, mit einer Bam, wie sich hier die Natur, die Gegend wieder zurückerobert, erinnert ein bisschen an Angkor Wat. Das ist auch sehr ähnlich in Kambodscha. Da ist die Tempelanlage auch ewig verlassen gewesen und die Natur erobert sich den Ort natürlich wieder zurück. Natürlich. Hier muss irgendwo der Chintamani-Stein sein. Yo. Vor allem, weil es wahrscheinlich auch der Zentraltempel oder ähnliches ist, ne? Du tät ich mal als allererstes suchen. Bäh. Das sieht wunderschön aus. Das muss ein wirklich wichtiger Ort gewesen sein. Ganz schön ruhig. Jetzt fühlt er sich gespenstisch an. Vor allem schieße ich hier noch drauf, während die zwei Tante am Rumklettern sind. Das ist ja auch nicht gerade so die feine Art gewesen. Das geziemt sich nicht für einen Gentleman. Und was haben wir hier noch?
Eine MK. NDI. Ja, die M4, die können wir uns erstmal schenken. Wenn die Affenmenschen wieder kommen, dann bin ich froh, meine Armbrust. Und bei Menschen löst die ja auch so ein Instant-Kill aus. Insofern, die Armbrust ist schon sehr geil, aber leider von ihren Schüsse deutlich limitiert. Da muss dann jeder Schuss auch sitzen. Okay, das hat jetzt nichts gebraucht, dass ich die Dinger abgeschossen habe. Zack. Ach nö. Direkt von der Tragewese. Nate. Aber alle beide. Nate. Na gut. Na gut. Vielleicht sind es auch unnötige Dinger, die ich nutzen kann, wenn die Yeti-Knödelköpfe dann wieder erscheinen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Okay, dann lassen wir die Knarze mal, weil das sieht doch deutlich irgendwie noch Arena aus. Da könnten wieder ein paar Yetis kommen. Ich nenne die jetzt erstmal Yetis, bis ich weiß, was das für welche sind. Wächter hat der Lazarevich die genannt. Ja, also Wächter und Yeti wird es wahrscheinlich sein. Oder irgendwie Freaks, Knödelköpfe, irgendwas. Fällt mir schon dazu ein. Hihihihihi. Geil. Also die Architektur ist schon bombastisch. Da gibt's nichts. Sehr geil. Also man kann sich schon vorstellen, dass das irgendwie kultisches Zentrum war. Es muss ja nicht nur ein großartiges Wirtschaftszentrum gewesen sein, dafür liegt's halt auch ziemlich beschissen und am Arsch der Welt. Wir kriegen Besuch. Noch mehr? Aber man könnte sich vorstellen, dass das ein religiöses Zentrum war, sozusagen das Jerusalem von der Region. Die Soldaten sind wirklich überall. Scheiße, danach wieder die Space Marines. Okay, dafür sind die, klar habe ich gedacht, die Knorze hier. Scheiße. Jetzt habe ich das Ding schon kaputt gemacht. Hätte ich die jetzt locker damit fertig machen können. Scheiße. Das war dumm. Das war richtig dumm. Gucken wir mal, wie wir das hier kriegen. Zack. Okay, ich bin mal wieder voll irgendwo in der Schussbahn drin, aber irgendwie müssen wir die Deppe ja auch dazu animiert kriegen, sich zu bewegen. Scheiße. Boah, Mann. Macht ihn alle, ja. Das hätte ich auch sagen, wenn ich du wäre. Wie die kreischen? Nein. The United Space Marines. Okay, dich kriege ich noch. Du Säckel. Herr Uff. Oh Mann. Ui, wo sind die dann? Wo sind die dann? Ich sehe sie nicht. The United Space Marines. Ach ja. Uiuiuiui, jetzt kommen die aber auch mit der fette Geschütze hier. Ui. Was gibt's nur zu Plärrer? Okay, nochmal. Zack. Okay, du ist die Armbrust wirklich gar nicht mehr so schlecht. Zack. Sogar die fett gepanzerte Type macht das fertig, aber nicht die Space Marines, glaube ich. Bandana Man Reloaded. Der hält sogar einen Kopfschuss aus. Das Bandana ist nämlich aus Adamantit. Da unten haben wir nix Interessantes mehr, oder? Wo sind sie dann? Ah, da ist noch einer. Wow. Okay, das hat jetzt nichts gebraucht, auf den Knarze zu schießen. Och nö! Jetzt kommen wieder die Affenköpfe. Okay, du reicht aber wirklich Endschuss. Nein! Du reicht Endschuss mit der Armbrust, um die kalt zu machen, die Kerle. Das ist nicht schlecht. Bandana Man, du lebst hier immer noch. Ups, ich höre dich gerade viel zu nah. Ui, da bist du. Hallöle. Ich weiß, du hast geile Affe-Moves drauf. Na, scheiße.
Da wollte er mal halt seine geile Affe-Moves zeigen. Na gut. Haben wir das nochmal anders. Ah, jetzt bin ich da wieder an dem Punkt. Ja, da denkt sich auch, hast du schon mal geile Affe-Moves gesehen. So, komm mal her. Was denn? Komm mal her. Scheiße. Dich mache ich fertig. Planet. Mindestens. Ja, ich hätte jetzt furchtbar gerne ein Omelett. Weil ich glaube, er hat mich noch um Omelett gefragt. Hoppala. Mist. Okay, jetzt haben wir aber wenigstens wieder die 2 Armbrustbolzer. Das heißt, für die 2 Knalltüte müsste das eigentlich reichen, wenn ich gescheit ziel. Ah! Eine habe ich so schon gekillt, okay? Komm mal! Komm mal du her! Gung. Jetzt sammle ich noch die Muni-Ei. Zack. Noch ein Bolzen. Und der hat auch noch einen Bolzen im Lauf. Okay, geil. Ja, die GAU 19, die ich eigentlich auch ganz gern mitnehme. Hoppla. Die mag ich nicht, die M4. Nicht, wenn die Affenköpfe kommen und ich weiß, dass ich die Affenköpfe mit ordentliche Bolzerschuss fertig machen kann. Bandana Man hat nur M4 gehabt. Ja, also als Arena wäre das schon sehr praktisch gewesen, auch hier mal ein paar abzuschießen. Die Nesta sollte ich vielleicht auch nochmal abklappern, einfach nur mal um zu gucken, ob es da irgendwas Interessantes noch für uns gibt. Ob sich da drunter vielleicht noch ein Schatz oder ähnliches verbirgt. Ich bezweifle es zwar, aber man sollte mal lieber nochmal nachgucken, oder? Was denken ihr davor? Ihr stimmt doch hundertprozentig zu, oder? Ah jo, das weiß ich doch. Und einen Schatz gibt's auch noch. Das war so ein lustiger Koboldkopf. Was ist das für einer? Blattgold-Statuenkopf. Ja, warum auch nicht? Sieht zwar aus wie angemalter Ton, aber wenn der Nate sagt, dass das Blattgold ist, dann glaube ich dem natürlich. Das ist ja ein Fachmann. Mir tut's ja eigentlich schon selber weh zur Sache, dass so ein Typ Fachmann für irgendwas hier ist. Der ist vielleicht, sogenannter Hobbyarchäologe. Ich hasse den Begriff sowieso ohne Ende. Weil es ist ein studierter Beruf. Das ist genauso, als würde ich sagen, ich bin Hobby-Gehirnchirurg. Das geht einfach gar nicht. Hobbyarchäologe, also da geht mir echt das Messer im Sack auf, wenn ich sowas höre. Man kann ja kein Hobbyarchitekt sein oder so. Oder Hobbyanwalt. Geht's noch? Mann, 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 Mann. Na, wie dem auch sei. Da müssen wir höchstwahrscheinlich hier. Dann drücke mal wie ein Ochs, während die anderen mal wieder nichts machen. Und die Chloe guckt mich noch so ungläubig an. Hallo, hier hängt was. Das klemmt. Das andere Gegengewicht fehlt. Ja. Ja. Das ist die richtige Größe dafür. Witzig. Heben wir doch das Ding durch hier, oder? Wie kriegen wir das jetzt so dran? Hochschießen kann ich es mal nicht. Tja, wie kriegen wir das Ding jetzt so dran? Das ist die Frucht. Da steht der Kastekopf so verdächtig rum. Hochklettern oder so kann ich jetzt auch nicht, oder? Tipp. Klettern Sie, um den Mechanismus zu untersuchen. Na Allah. Dann machen wir das doch. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass der Lazarevich auch irgendwie eine unendliche Armee von Handlanger hat. Ich meine, ach, die Ressourcen müssen doch irgendwann mal ausgeschöpft sein, oder? Man kann doch nicht irgendwie 3000 Söldner parat haben, das geht ja nicht. Die kosten ja auch und alles, ne? Okay, und los geht's. Der muss ja Kohle ohne Ende haben, der Lazarevich. Wenn der sich so Handlanger locker leisten kann, so ganze Armee von über 3000 Leuten. Ich weiß nicht, wie viel ich derzeit so erwischt habe, aber ich denke nur so 200, 300 dürfte ich schon erledigt haben von den Typen. Und wenn man dann noch bedenkt, ja, dass du noch die ganze Materialkosten dazukommen, ich meine, die Waffen sind ja nicht gerade günstig, der muss ja Schotter ohne Ende haben, der Typ. Jo, aber ich tät nur sagen, ihr liebe Leute,
An der Stelle oder so ähnlich mache ich mal einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen, wo es dann den nächsten Affentanz wahrscheinlich gibt. Ian Yankee.